Thema ist ja ich und du, das ist der Clou. Ich kenne den Spruch schon ganz, ganz lange, aber ich habe mir auch noch mal überlegt, für nicht so englisch gewandte und so, Clou, was ist das eigentlich? Also Clou ist der Knüller. Und das verstehen wir, glaube ich, Ali sehr, sehr gut. Das ist der Hammer. Ich und du gleich der Clou. Ich möchte euch gern diesen Bibelabschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3 bis 5. So, jetzt bin ich hier wieder im Fokus von der Kamera. Genau. Möchte euch diesen Abschnitt aus der Heiligen Schrift gerne mal lesen. Und ihr seht hier auch verschiedene Farben. Und diese drei verschiedenen Farben sind eigentlich die drei Teile, auf die ich jetzt meine Gedankenanstöße gründe. Das Wort Gottes sagt, und der Apostel Paulus sagt, und es ist Wort Gottes, also bitte jetzt ganz klar unterscheiden, das wird noch gleich sehr, sehr wichtig auch, sind nicht meine Worte, meine Ideale, was man sich alles vorstellen könnte, sondern via dem Paulus inspiriertes, vom Heiligen Geist eingehauchtes Wort Gottes. Ich wende mich an jeden einzelnen von euch. Keiner soll höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Gott hat jedem seinen Anteil an den Gaben zugeteilt, die der Glaube schenkt. Daran hat jeder einen Maßstab, wie er von sich denken soll. Denkt an den menschlichen Körper. Er hat viele verschiedene Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Aufgabe, aber der Körper bleibt deshalb doch einer. Genauso ist es mit uns. Obwohl wir viele sind, bilden wir durch die Verbindung mit Christus ein Ganzes. Als Einzelne aber stehen wir zueinander wie Teile, die sich gegenseitig ergänzen. Ja, wenn ihr mal die blauen Passagen genauer anschaut, das ist sehr, sehr interessant. Ich kenne Christinnen und Christen, die jammern und klagen schon seit Jahren über den Individualismus. Also, Individualismus ist ja ich, meiner, mir, mich. Ich denke an mich. Das, was ich will und brauche, das ist wichtig. Und ich sage hier jetzt mal, das ist total schriftgemäß, total biblisch. Schnell mal, wenn ihr diese blauen Passagen anschaut. Ich wende mich, sagt Paulus, an jeden Einzelnen von euch. Oder es geht darum, von sich selber etwas zu denken. Das ist alles in Vers 3. Oh, das heißt, Gott hat jedem seinen Anteil an den Gaben zugeteilt. Der Einzelne ist extrem wichtig. Oder der Körper, Vers 4, hat verschiedene Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Aufgabe. Das finde ich jetzt einfach mal sehr bemerkenswert. Das heißt auch, jeder und jede soll wissen auch, wer er oder sie für sich persönlich ist. Was kann ich, was brauche ich, was gebe ich, Eigenverantwortung. All diese Aspekte sind gemäß hier Römerbrief, gemäß der Heiligen Schrift, ein ganz wichtiger Teil von
unserem Leben. Du bist wichtig. Ich bin wichtig. Jeder von uns ist ein Original. Und wenn viele Originale wie heute Morgen in einem Raum versammelt sind, dann geht es gar nicht anders, als dass es immer wieder auch Spannungen gibt. Das geht gar nicht anders. Unterschiedlichkeit bedeutet Spannung. Bedeutet nicht unbedingt Konflikte, aber Unterschiedlichkeit. Zum Beispiel, ich bin der Rainer, ich bin ich habe was vorbereitet und ich mache euch das bekannt, möchte mit euch auch ohne Interaktion Entschuldigung, gern ins Gespräch kommen. Das ist logisch, dass zwischen mir und zwischen euch und mir eine Spannung da ist. Durch unterschiedlichste Hintergründe, unterschiedlichste Erwartungen, Unterschiedlichkeit in der Verdrahtung, Unterschiedlichkeit im Auftreten, etc. etc. Und ich sage dazu, und das ist auch nur eine Erfahrung aus meiner Coaching- oder Supervisions- oder Beratungstätigkeit, auch mit Gemeindeleitung, mit Gemeinden, diese Unterschiedlichkeit, das ist genial, wenn das ist mein einziges Fremdwort heute Morgen, wenn sich das produktiv erweist, wenn aus dieser Unterschiedlichkeit sich ein Reichtum ergibt, nämlich Ergänzung. Gemeinsam ziehen wir an einem Strick. Gemeinsam sind wir reich. Jeder von uns hat Talente. Du bist begabt. Ich habe das toll gefunden, jetzt hier heute Morgen auch diese, ja, ich weiß nicht, wie er dem sagt, so diese Einsetzung und Verabschiedung von Mitarbeitenden hier vorne auf der Bühne. Ich finde es eine ganz tolle Einrichtung, denn damit macht ihr auch deutlich, bei uns kann man nicht einfach so in irgend so eine Aufgabe reinrutschen und niemand hört und weiß was davon, sondern hinter diesen Frauen heute Morgen steht ihr auch als Gemeinde. Und dass es hier auf der Bühne passiert, passiert ja nicht deswegen, dass man das mal sieht, sondern dass auch so ein Dienst im Gebet getragen wird. Denn, wir kommen da jetzt gleich noch dazu, Gemeinde ist ein Wunderwerk. Wir kommen da gleich noch dazu. Und genau, was wir heute Morgen gesehen haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auch die im WC-Team, Putzteam mitarbeiten, meiner Meinung nach gehören die auch auf die Bühne, wenn sie so einen Dienst beginnen. Also ich würde da nie eine Unterscheidung machen zwischen denen, die viel reden und unmittelbar am Menschen arbeiten, sondern auch die, wie sagt man so schön, sich um Haus und Hof kümmern. Also vielleicht eher mit der Hand auch arbeiten und zum Wohlergehen der Gemeinde beitragen. Das sind alles Talente, und indem wir für so einen Eintritt in so einen Dienst, in so eine Aufgabe, auch für die Verantwortungsträgerinnen und Träger beten, signalisieren wir auch, ich stehe hinter euch. Also jedes Talent und jeder Dienst und jede Fähigkeit und jede Kompetenz ist enorm viel wert im Reich Gottes. Und ich sage immer so, um das ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was wirklich meine Überzeugung: WCs, die geputzt werden im Namen Gottes, haben eine andere Wirkung als WCs, die von einer Putzkolonne sauber gehalten werden. Es ist meine Überzeugung.
Das was Unsichtbares, das wirkt. Und deswegen finde ich es toll, so Talente, die sich bewusst einsetzen, auch zugunsten der Gemeinde, wenn man sie auch unterstützt und auch mit Gebet einsetzt in ihren Dienst. Und in dem Sinn sage ich jetzt einfach mal so als Externer, herzlichen Dank für jedes Engagement, das ihr an die Hand nehmt. Du als Individuum, du als einzelne Person, du bist wertvoll. Du erzeugst im Namen von Jesus Christus Wirkung. Es macht etwas, wenn du fehlen würdest. Also in dem Sinn, jeder und jede ist enorm wichtig und eigentlich in gewissem Sinne, jetzt recht verstanden, unersetzbar. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Das ist das Grüne im Bibelabschnitt. Und da heißt es in Vers 4, der Körper bleibt deshalb doch einer. Wir bilden durch die Verbindung mit Christus ein Ganzes. Und es ist die Rede davon, sich gegenseitig zu ergänzen. Und das ist es jetzt. Ich und du. Das ist der Clou. Jemand hat mal gesagt, wenn wir Jesus Christus nachfolgen und er uns gerettet hat durch sein vergossenes Blut, das heißt ja durch sein hingegebenes Leben am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung an Ostern, wenn wir zu ihm gehören, haben wir sozusagen dieselbe Blutgruppe. Also da pulsiert etwas in uns. Und es ist übernatürlich. Wir sind gemeinsam Gottes Wohnung. Und zwar durch den Heiligen Geist. Ja, als du vorhin die 17 Leute angeschaut hast, mal so beäugt hast, ja, da kann man ja auch unterschiedliche Gefühle haben und unterschiedlich urteilen oder sich nerven vielleicht. Man sieht sie ja nicht zum ersten Mal. Und doch sagt der Apostel Paulus zu den Korinthern, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 16 und 17. Wir beurteilen niemanden mehr nach äußeren Maßstäben. Das ist der Knüller. Und das kann man, und ich traue mich auch zu sagen, das sollte man. Paulus würde vielleicht sagen, das muss man auch als Teil vom Ganzen lernen. Wie diesen Stereoblick ist es eigentlich. Jeder ist ein Individuum. Ja, wir sind im Alltag, wir sind Männer und Frauen und ganz unterschiedlich. Und der eine oder die andere wird durch den oder jenen getriggert, wie man ja so schön sagt, herausgefordert oder vielleicht unangenehm oder auch sehr, sehr positiv berührt. Ja, muss man gar nicht wegdiskutieren. Aber gleichzeitig auch sehen, links, rechts ist egal, gleichzeitig auch sehen und wahrnehmen und wissen und merken, wir beurteilen niemanden mehr, und ich würde es hier ergänzen, ausschließlich nach äußeren Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher, wo er als Mensch über diesem Erdboden gelaufen ist, während ungefähr 33 Jahren, auch wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt die Begründung von Paulus, denn wenn jemand zu Christus gehört, ist er neben dem ganzen Menschlichen
vor allem auch ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Ich würde mal vorsichtig sagen, tritt in den Hintergrund, sehr in den Hintergrund. Und Neues hat begonnen. Neues ist im Werden. Das heißt, diese neue Identität in Jesus Christus. Die Bibel gebraucht ja auch das Bild von der Familie. Brüder und Schwestern oder miteinander Steine sein in einem geistlichen Bau, der sich Gemeinde nennt. Dazu braucht es immer wieder auch Wachstum und Entwicklung. Dass alles immer besser auch zusammenpasst. Und das ist jetzt der Clou. Und ich ergänze jetzt, obwohl wir vielen Einzelne sind, bilden wir durch die Verbindung mit Christus ein Ganzes. Das ist der Clou. Und es gibt noch einen Clou, nämlich, das geht uns ganz schön über die Lippen, dass man, weil das die Realität ist, in unserer Mitte Jesus Christus finden kann. Weil Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen, 2 oder 3 heißt immer viele oder mehrere, versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus Christus findet man nicht im Wald, sondern hier, in diesem auch und gerade übernatürlich geprägten Gebilde, das sich Gemeinde nennt. Und noch mehr aus Psalm 133. Dort, in diesem Gebilde Gemeinde, von dem Paulus hier in Römer 12 ja beschreibend spricht, da kann man den Segen finden. Segen finden. Ich weiß genau, ich arbeite schon seit einigen Jahrzehnten im Befreiungsdienst und ich weiß um die Macht und die Kraft vom Fluch. Also wenn jemand verflucht worden ist. Noch mehr bin ich überzeugt, auch aus Erfahrung, von der Kraft und der Macht des göttlichen Segens. Nämlich des Segens, den Gott schenkt, den Gott ausgießen will. Und das ist hier in unserer, oder ich sage jetzt mal, ja, ich sage in unserer oder eben auch in eurer Mitte. Weil ihr Gemeinde von Jesus Christus seid, im Wachstum begriffen, in der Entwicklung begriffen, in aller Unterschiedlichkeit, verbunden durch Jesus Christus. Im Psalm 133 heißt es, wie wohltuend, wie schön ist es, wenn Brüder und Schwestern beieinander bleiben und sich gut verstehen. Das ist wie das gute duftende Öl aufs Haar des Priesters Aaron gegossen, das herunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Jo, ein bisschen eklig, aber das ist Ausdruck von Qualität, das ist Ausdruck von Berufung. Das ist wie erfrischender Tau vom Hermon, der sich niedersenkt auf den Zionsberg. Dort will der Herr seinen Segen schenken. Leben, das für immer besteht. So, und jetzt ein letzter Gedanke. Ich habe jetzt viel das so umrundet und beschrieben und da Licht drauf geworfen, was alles geschenkt ist vom lebendigen Gott. Was Jesus Christus zur Verfügung stellt. Und das ist jetzt typisch Bibel. Das begeistert mich, weil die Heilige Schrift muss man hebräisch lesen, jüdisch lesen und nicht griechisch oder deutschsprachig westeuropäisch. Und jetzt kommt nämlich ein Widerspruch, der überhaupt gar kein Widerspruch ist, sondern in der Heiligen Schrift immer zusammengehört.
Nämlich, was geschenkt ist, muss auch aktiv bewahrt und gehegt und gepflegt werden. Und darum heißt es jetzt hier auch in unserem Bibelabschnitt, das ist das Rote. Das ist das Bemühen und das Bestreben von all diesen wunderbaren, die wir hier ja auch, das war ja eine Kostprobe, von diesen 17 hier auf der Bühne gesehen haben, mit all ihren Geschenken, und du gehörst ja auch dazu. Aber das ist das, was die Bestandteile an diesem Körper, an diesem Leib, an der Gemeinde und der geschenkten Identität auch aktiv bewahren sollen. Also wo sich darum kümmern sollen, dass dieses Geschenk und diese Berufung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und vergessen wird. Hier heißt es also zum Beispiel, das ist das Rote, Vers 1, keiner soll höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das Rechte, das richtige Maß. Und das kann ganz unterschiedlich viel sein, dieses Maß. Und dann heißt es hier am Schluss in Vers 5, als Einzelne aber stehen wir zueinander. Wir stehen zueinander. Und das ist jetzt wirklich sehr beachtenswert. Das ist etwas Aktives. Zueinander stehen. Wenn einige hier aus der Kette vorhin gefunden hätten, ich gehe jetzt mal, kommst auch mit, 2, 3, 4, gönn schon mal go Käffele. Dann gibt es hier Lücken. Da gibt es ein Ungleichgewicht. Zueinander stehen, das ist wichtig. Neben allem, was der Heilige Geist, was Jesus Christus möglich macht als Gemeinde, gibt es auch ein Engagement, eine Investition von Seiten von dir, von mir, von uns persönlich, was diese besondere Qualität von Gemeinde angeht. Das heißt für mich, ich rede jetzt auch ein bisschen aus eigener, persönlicher Erfahrung, so wie ich auch verdrahtet bin. Ich muss zum Beispiel an einer Gemeindeversammlung, Gemeindeforum oder Mitgliederversammlung, ich muss nicht das letzte Wort haben. Ist zum Beispiel eines. Sonst werden wir nie fertig miteinander in aller Unterschiedlichkeit und mit aller Verbundenheit. Wir kommen nie dazu, wirklich gemeinsam auch unterwegs zu sein, denn wir sind ja kein Kuschelclub. Versteht ihr, uns gibt es ganz verschiedene Gelegenheiten. Ich sage das auch aus der Teamberatung, Gemeindeleitungsberatung und so. Es gibt so viele Gelegenheiten, dass meine Emotionalität und weil ich Ideengeber bin und weil der Herr mir gezeigt hat, angeblich, und ich muss das letzte Wort haben, dass so Situationen uns wie auseinanderziehen und wir uns verkrachen. Und da braucht so etwas, das sagt der Paulus übrigens auch zum Timotheus, es braucht so etwas wie den Geist der Besonnenheit. Ich liebe diese Formulierung, weil ich diesen Geist der Besonnenheit besonders auch brauche. Immer wieder auch neben mir stehen, schauen fürs Ganze. Habe ich nicht jetzt doch schon alles gesagt, was ich zu sagen habe? Und jetzt hock schon mal aufs Maul, Rainer. Versteht ihr? Also es geht nicht darum, sich künstlich zurückzuhalten und schweigen und nichts beitragen und so. Also das ist ja das Besondere am Individuellen, am Persönlichen,
seinen Beitrag auch leisten, einen Gedankenanstoß. Sicher auch mal intensiv diskutieren an einem Gemeindeforum, an einer Mitgliederversammlung. Und irgendwann, ich kann natürlich nicht sagen wer, aber irgendwann ist es dann noch sehr hilfreich, wenn der eine oder die andere und der eine und die andere doch auch mal sich besinnen und merken, wer sind wir eigentlich hier als Gemeinde. Ich hocke jetzt mal aufs Maul, und damit wir miteinander am selben Strang auch ziehen können. Und das heißt für mich, zusammenhalten, vielleicht einander ermutigen, nicht unbedingt Fronten zulassen, denn wir kämpfen ja nicht miteinander. Aber es heißt positiv auch, ich sage dem sehr, sehr gern so, sich miteinander immer wieder verbünden. Ja, und jetzt, Justin, vielleicht kannst du mal die eine Folie doch noch zeigen kurz. Im 2017 gab es das ist in Florida, da gab es irgendein Unglück und da waren Leute man sagt nicht Seenot, sondern waren auf gut Deutsch am Absaufen da im Meer. Und dann hat sich spontan eine Menschenkette gebildet. Vielleicht kannst du die nächste Folie noch zeigen, da sieht man es noch ganz klein bisschen besser. Eine Menschenkette gebildet, um die da am Ertrinken waren, zu retten. Und das ist ja das Besondere. Deswegen sage ich auch, schlussendlich sollte auch Gemeinde immer wieder geprägt sein von, wir verbünden uns miteinander. Und ja, Gemeinde ist ein Wunderwerk Gottes, aber wir hören auch immer wieder so schön von unserem Land, die Schweiz ist eine Willensnation, oder? Ja, man will zusammenhalten. Man will mit 4 Sprachgruppen. Man will mit 26 Kantonen, schon seit Jahrzehnten und einigen Jahrhunderten. Man will zusammen ein Staat sein, ein Gebilde sein, das leistungsfähig ist. Und das finde ich einen schönen Gedanken, sich verbünden. Da steckt Bündnis drin. Ja, es kann sich auch manchmal anfühlen wie zusammenraufen. Aber das geht nur, wenn jeder und jede von uns persönlich immer wieder auch mal einen Schritt neben sich tritt und mal kurz überlegt, Rainer, wie du dich jetzt verhalten hast und schon seit einer Viertelstunde, ist das eigentlich förderlich? Macht das wirklich Sinn? Ich möchte mich einfach ein Stückchen zurücknehmen, und damit wir wirklich miteinander auf dem Weg sein können als Gemeinde, dann ist es hilfreich, wenn jeder und jede von uns diesen Gedanken und diesen Geistesblitz auch immer wieder haben. Denn wir gehören ja zusammen durch Jesus Christus. Und letztlich geht es darum, ein Teil der Kette sein und bleiben wollen. Und deswegen meine Schlussfrage, und ihr wisst ja, ich sage ja nie Amen nach meinen Predigten, weil wenn du irgendetwas mitnimmst aus diesen Gedankenanschlüssen, dann ist es dein Amen. Aber meine Schlussfrage ist so, könnte es sein, dass der eine oder die andere von euch sich neu hinbekehren müsste zur Gemeinde? Das ist eine offene Frage. Könnte es sein? Vielleicht. Gut, ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wunderwerk von Gemeinde. Und dein Wort sagt so viel Interessantes über Gemeinde, es ist wie eine Baustelle, Herr. Und doch baut nicht jeder wie verrückt an verschiedenen Stellen, sondern es ist ein Plan noch dahinter.
Du hast etwas vor, Herr Jesus Christus. Und ich bitte dich jetzt speziell und konkret, weil hier sind wir jetzt heute Morgen, auch für die FEG Embrach, die aus ganz verschiedenen Männern und Frauen und Personen und Persönlichkeiten besteht, dass du immer wieder ein Bewusstsein schaffst für Zusammengehörigkeit, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ich bitte dich auch für die es betrifft, dass sie sich neu entschließen, sich der Gemeinde zuzuwenden, ein Herz fürs Ganze auch zu entwickeln. Ich danke dir, dass wir hier zusammengehören dürfen, denn es ist auch ein Ort vom Segen. Und da bitte ich dich, Herr Jesus Christus, dass du dich hier in der Mitte dieser Gemeinde immer wieder auch neu offenbarst. Amen.